aus der Stadt, die man zum Sündenbock für bundesweites Versagen auserkoren hat. Und wenn der Kölner Journalist Moritz von Uslar sagt, Köln ist die prolligste Stadt Deutschlands, dann möchte ich dem ganz entschieden widersprechen. Ja, wir haben Probleme, aber wir sind keine Prolls. Wir haben eine wunderbare Museumslandschaft, wir haben eine großartige Philharmonie, wir haben eine bunte Theaterwelt, wo gute Arbeit geleistet wird, und wir haben wunderbare Hochschulen, in denen 100.000 Studierende arbeiten. Und deshalb grüße ich Sie aus meiner Stadt, und wir lieben unsere 2000-jährige einmalige Geschichte und wir lieben unsere Sprache. Und wie die klingt, haben Sie schon in einigen Videos von mir hören können. Und deshalb gibt es jetzt eine Fortsetzung des Kölsche Wörterbuchs von und mit Professor Dr. Jürgen Bennack. Und dazu würde ich ganz viel Freude. Jetzt sprechen wir über die Kölsche Fastelehre. Über Fastelovend oder Fastelehre, das kann man beides sagen. Auf Hochdeutsch heißt das Fastenabend. In Süddeutschland sagen die Leute dafür Fasching auf Fassenacht. Faste, das tun viele Leute, die eine Religion haben. Auch Christen tun es für Poste. Hochdeutsch Ostern. Das Faste beginnt am Eschermittwoch. Der Tag dafür wird noch uns schwer Dolanz gehalten. Gefrinselt und getrunken. Weil der Kölsche vor der Fastenzeit nicht bloß an einem einzigen Abend feiern wolle, haben sie sich ein paar Tage dafür reserviert. Das ist dann der Karneval. Das kommt vom Latin Carnevalis. Das heißt Fleisch ade oder a tschüss. Es gibt Karnevals auf Fastelovens, Gesellschaften, Jäcke, Leder, Sitzungen, Vereine. Der Karnevalszeit fängt am 11.11. an und sie dauert von der Advents- und Christtag unterbrochen bis für Aschermittwoch. Der Karnevals auf Fastelovensdag sind der Karnevalssonntag mit der Schul- und Vedelszug, der Rosenmontag, da geht der Zug für ganz Köln, und der Veilchen Dienstag. Das ist ja der eigentliche Fastelovend, auch da ja noch ein paar Vedelszug. Kamelle und Strüßer werden vom Zug geworfen. Kamelle rufen die Jäcke am Zug und es kommen Kamelle. Französisch Karamelle, auf Hochdeutsch Bonbons, in Düsseldorf sagen die Leute Klümpchen. Die kommen dann geflogen und neuerdings immer mehr Schokolade und Praline. Die Jäcke rufen noch Strüßer. Sie wollen dann gebungene Blümchen haben. Kamelle jedet in Köln nicht bloß von Zucker. Ein Kamell ist auch, wenn man einen an das Ohr kriegt, manchmal von einem, der jetzt eine Kamelle hat. Ja, und was mäht man auf Fastelovend auf Karneval? Lache, Danze, Schunkele und Bütze. Lache und Danze versteht er. Beim Schunkele packt man die Lück neben einem in der Arm und schüttelt mit der Musik. Bütze deit man op de Mul. Aber die Mul blieb so. Wann de Brings auch sonst noch jet meine, so denken ich, dat mäht man eigentlich das ganze Jahr ever bloß mit singem Liebsche. Genau so wie et Bütze mit der Zunge. Das heißt auf Kölsch, Jelex. Ja, und das war es wieder vom Fastelovend. Tschüss zusammen.
et jit kei Frühjahr mehr in Köln, ja wird dat noch nie, kei Lied über Blume im März und April. Nom fast der Leer wird ne Kölsche ganz still. No esch am Mittwoch hätte eins nur im Blick. Der nächste Zug und die Hecke zick, der nächste Zug und die Hecke zick. Am fast der Leer kann man viel verdienen. Ich spreche jetzt über das Thema Frühjahr. Eigentlich wäre das ja ein schöner Jahreszeit, wenn man nicht in Köln wäre. Aber wenn am Ende vom März, dem Lenzmond, et Frühjahr mit den Schneeglöckelchen und den Schlüsselblümchen ingelück weht, dann ist für die Kölsche der schönste Zig im Jahr alt vorbei. Der Fastelavond. Sicher, die Kölsche haben den Fastenzig Jod überstanden und ob Zigarette, so ja auf Kölsch verzichtet. Sie haben danach mit einem Jode gewisse Poste gefeiert. Sie fühlen den Loch im Frühjahr und sie haben Frühlingsgefühle. Sie hatten sie aber auch alt an der dollen Däch. Von Viva Fastelavond bis Fastelavondsdienstag. Trotzdem, auch die Kölsche tun der Frühling estimieren. Sie tun poussieren und karassieren, wann sie jung sind. Sie jon an de Loch spazieren und tun sich im Jade vermachen, wenn sie alt ihr Altargeschenk gefunden haben. Und dann kommt der Mai mit dem Maiglöckelchen. Mit denen kann man bei der Frau Lück als Kavalleures Stuss machen. Jeder die Kölsche etwa im Mai, auf Juni, auch in das echte Kölsche Theater, in der Komödie. Die spielt dann im Ale Milovic. Da date man auf alt, auf jung und so kommt man Jod in der Sommer. Zum Schluss noch ein klein Rühmchen ob der Mai. Et Maigrün muss man kennen. Mit Maibuhl sich verwenne. Ganz Bäde in der Mai an Dach. Im Mai renn Wasser, Dach für Dach. Ja, immer wieder wird et Mai, da zähste Frank und schwarz et frei. In Köln, da haben wir so viel Leder. Die Jode, die kennt jedoch jeder. Die meiste... Ich begrüße mich, Schläflückscher. Et Kölsche Wörterbuch, Jedwiger, und wir sprechen hück über Poste. Das ist Ostern. Ob Hudeutsch heißt das Ostern. Das ist ein christlich Fest, wo gefeiert wird, dass Jesus daher von der Dude abgestanden ist. Und die Christen laufen an dem Tag viel in die Kirche. Sie gehen stiefstaats dahin und tun sich an dem Tag überhaupt der beste Kleidage an, et Poschbess. Ob der Vorderkart und Poste steht auf Poschlämmsche. Das spielt an, ob der Jesus als Lamm Gottes. Mensch, Lämmsche dich, is aber ja ke dir. Et is eine Koche, der in einer Lämmchensform gebacken wurde ist. Auf Schütz et ja eigentlich der Auferstehung vom Jesus geht, verstecke de Lück Eier. Und so ist es. Und de Pens müssen et söke. All müffele se Leckerjods. Wirne, Posch, weg. Das mache sie so, weil die heidnische Germane im Frühjahr die Göttin Ostera, die für die Fruchtbarkeit zuständig war, feiern wollte. Der Wege kütt auch ein Has in den Spiel, weil Hase und Kaninchen viel und oft kleine Häschen und Kanickelchen kriegen. Weil sie also fruchtbar sind,
passen sie Jod zu Ostera. Und weil Nachwuchs und Leve zusammengehören, irgendwie ja auch zum Jesus und singen Wiggerleffe. Auch der heidnische Bruch mit dem Osterfeuer, wo junge Paare durch Hüppe für Benz zu kriegen, hätt jet damit zu tun. Ja, und das war dann über Poste, Madetjod und haldische Salze. Ja, und das war's für heute. Weiter im Jahreslauf geht es im nächsten Video und da geht es um Herbst und Winter. Und sollten Sie jetzt den Sommer vermissen, den finden Sie im ersten Video mit Professor Dr. Jürgen Bennack. Für heute also tschö, bis bald.